Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich mit euch über unsere Vanlife-Erfahrung schwätzen. Wir sind in der Sommerferien für 2 Wochen Richtung Valencia gereist. Also wir haben uns Valencia als Ziel gesetzt. Wir sind gereist mit dem Joshua. Und jetzt möchte ich mit euch über das Fahren, das Schlafen, die Hygiene, das Kochen, über die Organisation, über unsere Ressourcen und über das, was wir vielleicht wollen, ein bisschen verbessern, schwätzen. Zuerst möchte ich mit euch über das Fahren reden. Wir haben gemerkt, dass es wichtig ist, dass man die Fahrzeiten gut plant, und zwar während der Ruhe- bzw. der Schlafzeiten der Kinder, Joshua. Wir haben auch gemerkt, dass der Joshua in dieser Zeit viel häufiger geschlafen hat. Es ist so, dass halt auch viel mehr Reize auf ihn eingewirkt haben auf dieser Reise. Und hat er mehr zu verarbeiten und hat daher auch viel mehr Schlaf gebraucht. Als Zweites ist auch wichtig, dass man nicht zu lange Strecken am Stück fährt, weil viele Kinder schlafen dann auch länger, wenn man fährt, und sind dann eigentlich auf der Arbeit, wenn man irgendwo ankommt, ausgeschlafen und voller Energie. Und die Eltern sind dann müde und möchten gerne schlafen, und ja, da wird dann eine schwierige Nacht geben. Während der Fahren habe ich auch immer geschaut, dass der Joshua in Griffnähe etwas zu knabbern, etwas zu trinken und auch immer wieder etwas Neues zu spielen hatte. Also, dass man nicht immer die gleichen Spielsachen paratgelegt hat, sondern dass immer wieder ein bisschen Abwechslung war. Mal war das Malibüchlein dort, mal war das Dino-Buch dort, mal sind Autos zum Spielen. Einfach, dass er ein bisschen Abwechslung hat und so auch mal wach motiviert ist, um ein Stückchen zu fahren. Schlafen. Schlafplätze haben wir gesucht mit dem Park4Night-App. Das ist eine App, wo man Parkplätze oder auch Campingplätze suchen kann, wo man eben gegen Bezahlung die Nacht verbringen kann oder auch gratis Parkplätze drin hat, wo man aber nicht unbedingt gerechnet sind, um dort zu schlafen, sondern einfach auch zu parkieren. Darum muss man halt auch auf die Gesetzeslage des jeweiligen Land schauen, wie es ist, ob man irgendwie auf einem Parkplatz auch schlafen darf. Vielfach ist es so, dass man zum die Fahrtüchtigkeit wiederherstellen, also zum ausgeübt sein, kann man schlafen, aber man darf nicht campen. Das heisst, man darf keinen Tisch und Stühle rausstellen, und so halt, ja, wie du halt auf einem Campingplatz kannst, darfst du meistens nicht auf einem so Parkplatz, also so das Wildcampen. Ja, vorteilhaft beim Schlafen haben wir gemerkt, ist es, wenn du einfach nach dem Fahren kannst hinliegen und schlafen und nicht noch irgendein Bett musst aufbauen im Auto oder was auch immer. Und vor allem auch, wenn es so heiß ist in der Sommerferien, ist es auch mega streng, wenn du da noch Zeug umherum und so und ja, dann eine mega Wärme hast im Auto und dann gehst du nachher voll verschwitzt schlafen. Das ist einfach mega unangenehm. Ja, und darum haben wir zuerst haben wir so ein Bett gehabt, also wir haben so ein Bett, wo man aufklappen kann mit Holzbrettern. Und da ist eben ein bisschen ein Umbau. Ja, hat man ein bisschen umbauen. Und jetzt haben wir uns ein bisschen umstrukturiert. Also wir haben Matratzen oder Matten am Boden gelegt. Und so haben wir jetzt einfach schnell können, aber genauso bequem schlafen. Wir haben uns auch noch eine Hängematte gekauft auf einen Ausflug. Wir waren in einem botanischen Garten in Frankreich und dort haben sie so Hängematten verkauft. So eine haben wir uns auch gekauft und da hat jetzt auch Joshua ab und zu in der Tagtour irgendwo geschlafen. Wir haben sie gespannt zwischen 2 Bäumen und er hat da ganz friedlich schlafen.
Wir können sie natürlich auch in der Nacht nutzen, aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Beim Schlafen ist es auch ein wichtiges Thema die Sicherheit und Temperatur. Die Sicherheit ist halt eben da, dass man so in einem fremden Land auch wegen Diebstählen aufpassen muss und darum auch das Auto sollte wie möglich abschliessen. Jetzt in der Sommerferien ist es halt auch mega heiß und man würde, wenn man drin schläft, am liebsten schon die Türen offen lassen. Aber darum haben wir uns auch schon im Voraus überlegt, dass wir einen Ventilator mitnehmen und haben ja, so mit dem Ventilator ein bisschen die Wärme überstanden. Hygiene. Wir haben meistens auch Strandduschen duschen oder wir haben auch einen Solarduschsack dabei gehabt. Und weil wir ja so in der Natur keine normale Seife brauchen dürfen, haben wir biologisch abbaubare Seife mitgenommen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch die WC-Suche bei der Hygiene. Wir haben WCs meistens an den Raststätten oder in Einkaufszentren oder auch am Strand oder in Restaurants benutzt. Ja, oder sonst sind wir auch irgendwo im Busch bisseln. Aber wir haben halt immer geschaut, dass wir auf unserer Route auch ein WC benutzen können, damit wir auch unser Geschäft in Ruhe beenden. Ja. Der Joshua hat ja auch noch Windeln und darum haben wir nicht immer zu gewissen Zeiten bei einem WC sein. Er hat zwar jetzt bei unserer Reise mega Interesse gezeigt, um auch aufs WC zu gehen, wenn wir einmal gegangen sind. Und ja, das ist tiptop gegangen. So. Er hat es natürlich auch mega cool gefunden, um einen Baum ein bisschen. Ja. Die biologisch abbaubare Seife haben wir auch benutzt, um unser Geschirr abzuwaschen, weil wir da halt das auch in der Natur einfach machen müssen. Zähneputzen haben wir eigentlich immer und überall können. Wir hatten auch eine natürliche Zahnpasta und ja, das war eigentlich kein Problem. Das konnte man einfach so unterwegs machen. Zum Duschen hat man auch gemerkt, dass man irgendwie mal einen Campingplatz anfragen kann, weil man dort auch ab und zu kann zahlen, dass man duschen kann. Das bieten die Campingplätze auch öfters an. Wir sind einfach bei einem Campingplatz, den wir schon sonst auch kennen in Frankreich, duschen gegangen. Kochen. Praktisch ist es, wenn man 2 Herdplatten hat und wenn man die mit Gas betreiben kann. Es gibt auch kleine Gaskartuschen, die brauchen nicht so viel Platz im Auto und kannst irgendwo noch dazwischen stopfen. Die haben wir mega geschätzt. Wir haben auch haltbare Lebensmittel in einer Kiste mitgenommen, wie zum Beispiel Müsli, Nudeln oder Soße oder auch sonst irgendwelches Büchsenfutter. Praktisch ist auch, wenn das Geschirr wenig Platz braucht. Und wichtig ist, wenn man gute Pfanne mitnimmt, dass man es auch nachher wieder gut abwaschen kann. Also am besten irgendwie etwas, das ein bisschen beschichtet ist. Und Frischprodukte sollte man wenn möglich nicht an der Raststätte kaufen, weil ja, sie sind nicht so gute Qualität und sind extrem teuer. Und darum geht man dort irgendwie in regionale Einkaufsläden. Genau. Organisation. Wir haben themenbezogene Kisten, also haben das Material in themenbezogene Kisten aufgeteilt. Eins zum Beispiel Kiste Bad, wo man einfach alle Hygieneartikel, Apotheke und so Sachen drin haben.
Dann haben wir noch eine Werkzeugkiste, wo auch einfach so Schnur und Schere, Feuerzeug und so wichtige Sachen, die halt einfach beim Campen noch brauchen drin sind. Eine Küchenkiste mit Geschirr drin, eine Essenskiste, die ich schon erwähnt habe, mit Lebensmitteln, die haltbar sind. Dann noch eine Elektrokiste und eine Joshua-Kiste, wo einfach so die wichtigsten Sachen vom Joshua drin sind, wie noch ein Shoppen und Tee und ein bisschen etwas knabbern, verschiedene Spielsachen und ja. Dann ist es auch mega wichtig, dass man nicht zu viel mitnimmt, weil irgendwie schätzt man es nachher, wenn man den Platz hat, weil es einfach auf einem engen Raum musst du mega darauf schauen, dass es auch aufgeräumt ist, dass du dich auch zurechtfindest, dass du dich auch wohlfühlst. Man sollte sich auch nicht in den Kopf machen, wenn man irgendetwas vergessen hat, was vielleicht wichtig ist, weil es gibt auch in anderen Ländern Läden. Zum Beispiel gibt es auch, wie wir selber gemerkt haben, in Italien und in Spanien eine Ikea, wo du noch eine Küsse kaufen kannst oder eben eine bessere Bratpfanne. Ja, und wichtig ist auch, dass man für so gewisse Sachen wie das Bettzeug oder auch die Windeln oder die Schuhe so einfach fixe Plätze hat, wo man es nachher nicht immer suchen muss und wo sie eben auch verstaut sind. Die Schuhe unter dem Sitz oder die Windeln auch irgendwie unter dem Sitz verstauen, dass es auch nicht im Weg rumliegt und dass es einfach immer am gleichen Ort ist. Ressourcen. Wir haben einen Kühlschrank, also wirklich einen übertriebenen Kühlschrank. Er hat 70 Liter Fassungsvermögen und er hat 2 Kammern. Also man kann beide als Kühlschrank brauchen oder eben auch als Gefrierfach. Der Kühlschrank braucht 30 Watt in der Stunde. Wir haben auch einen Ventilator, den wir eben vor allem auch in der Nacht gebraucht haben, wenn es heiß war. Wir haben einmal etwa 3 Stunden laufen lassen und der braucht pro Stunde 40 Watt plus minus. Und dann haben wir auch noch unsere Handys, die Strom brauchen. Und die haben wir eigentlich aber immer während dem Fahren aufgeladen. Und sonst brauchen sie etwa 10 Watt. Wir haben ein Solarpanel und das produziert, wenn es Sonne hat, um die 100 Watt pro Stunde. Und während dem Fahren produzieren wir etwa 140 Watt in der Stunde. In 24 Stunden brauchen wir plus minus 920 Watt Strom. Und das Fassungsvermögen der Batterie ist 720 Watt. Wenn wir einmal knapp Strom hatten, weil eben die Sonne zum Beispiel nicht so fest geschonen hat oder wir auch einfach nicht so weit Auto gefahren sind, haben wir auch mal unsere Batterie in einem Einkaufscenter aufgeladen oder sonst irgendwie geschaut, wo wir Strom herbekommen. Und den Wassertank, eben die Solardusche oder auch unseren Kanister haben wir an Raststätten aufgefüllt. Und Trinkwasser haben wir einmal so 8 Liter Kanister im Laden gekauft. Wenn ihr noch irgendwie etwas Genaueres zu dieser Stromgeschichte wissen wollt, dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann machen wir noch mal ein Video dazu. Verbesserungen. Wir haben gemerkt, dass eben die Ordnung mega wichtig ist, wenn man so im Auto lebt und eigentlich alles, was man braucht für 2 Wochen oder auch für mehr oder weniger, im Auto muss verstauen, muss man das mega organisieren. Und wir haben eigentlich so ein Rückenlehne-Täschchen, aber das ist nicht so praktisch. Und wir haben uns gesagt, wenn wir so eine Reise nochmal machen,
werden wir uns da auch ein bisschen praktischer und bessere Rückenlehne organisatorische Testchen organisieren. Ja, und eben über das Bettgestell habe ich ja auch schon geschwätzt, dass das für uns nicht so praktisch war, wenn man es eben immer aufbauen und abbauen und wir einfach am Abend nach dem Fahren müde war und nicht Lust hatten zum Hin- und Herbiegen. Darum haben wir uns da auch überlegt, dass wir hinten dran anstatt ein Bettgestell wie einen Kasten bauen, wo man auch die Kisten einzeln rausziehen kann und da nicht immer ein Hin- und Herstapeln hat. Und dass man oben drauf auch noch einen Schlafplatz einrichten kann, aber einfach ein Einzelbett, dass man nicht etwas aufklappen muss. Und dann könnte man auch für die Sitzreihe, wo der Joshua jetzt auch meistens geschlafen hat, einen Fallschutz bauen. Er ist zwar nicht runtergefallen, oder wenn er abgerollt ist, ist er gerade direkt auf uns gerollt, weil wir sind gerade nebendran gelegen. Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, wir haben die Reise mega gut gemeistert. Für das, dass wir eigentlich keine Erfahrung mit so Solarstrom oder mit Kochen über dem Gas oder was auch immer haben, haben wir da gemeinsam das Zeug gut gemeistert und wir haben mega Spass gehabt. Und ja, wieder mal sagt mir da, dass man einfach Sachen ausprobieren soll, auch wenn es mit Kind ist. Einfach irgendwie ausprobieren und so zum Ziel kommen. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Ausschnitte von den schönsten Momenten von diesen 2 Wochen.
Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ich hoffe, ich habe euch auch ein paar wichtige Tipps geben. Und sonst könnt ihr auch gerne in die Kommentare eure Erfahrungen von eurem Vanlife schreiben. Danke vielmals. Tschüss.